Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, eure Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. Nach einer zweiten kleinen Frühlingspause sind wir endlich wieder back und wir haben kleine Themen hier und da verteilt und dann zusätzlich ein wunderbares Nürburgring-Rennen, 24 Stunden. Das haben wir natürlich geschaut und wollen euch ein bisschen unsere Impressions geben. Zudem logischerweise noch der Kanada Grand Prix mit ganz viel Racing-Action und Drama. Ich wünsche euch bei dieser Episode ganz viel Vergnügen. Und nach der zweiten kleinen Sommer- oder Frühlingspause, wie man so will, sind wir wieder back im F1 Management Simulator. Spaß beiseite, es hat sich ja doch wirklich deutlich etwas da. As evident von einem sehr, sehr, also ich würde jetzt mal sagen, guten oder besseren Kanada Grand Prix. Bis dahin haben wir aber doch noch ein bisschen andere kleine Themen zu besprechen. Wir gehen aber hier relativ, ich sage jetzt mal, speditiv drüber, was ist alles passiert seither. Es hat ein Bid gegeben, also eine Anfrage von Honda, dass sie 19 Millionen mehr Spending dürfen haben für den Motor. Das ist, glaube ich, soweit ich verstanden habe, noch nicht durch. Ist aber in Diskussion. Und dann hat es auf das aber noch eine Veränderung gegeben vom Startprozedere. Jetzt mittlerweile 6 Sekunden am Anfang. Also noch mal ein bisschen mehr Zeit, einfach damit Honda auch ihre Turbo kann aufspulen kann, weil sie haben dort noch mal ein bisschen mehr Probleme als die meisten. Und da Teams alle gesehen haben, ja, ist gut, ist fair, machen wir, hat man jetzt noch mal ein bisschen mehr Zeit bekommen, um dass man den Turbo aufspulen kann. Dann ist dann auch relativ kurz nachher noch eine Diskussion gestartet, dass wir den Motorsplit in 2027 anstatt 50-50 60-40 wird machen. Das heisst, Internal Combustion Engine 60%, 40% Electrical Component. Und da haben wir jetzt gerade vorher schon ganz kurz darüber geredet. Das ist ja auch noch so ein bisschen in the talks. Du hast noch ein bisschen mehr Fakten darüber, respektive hast dich ein bisschen tiefer reingelesen als ich. Wer sagt genau, dass sie es machen und die anderen sagen, dass sie es doch nicht machen? Weißt du es ja, hast du vorher gesagt? Nein. Ja, aber schön, willst du mich auch drin beziehen. Ja. Ich wollte dir einfach das Thema übergeben. Du Wichser. Ich bin da schön nett. Nein, ich kann es schon selber machen. Nein, alles gut, alles gut. Nein, also, Schweiz ist eben so, FIA hat gesagt, ja, ab 2027 eben das 60-40-Split neu. Respektive es ist ja nicht so, dass die Batterie kleiner wird und der Verbrennungsmotor grösser wird in dem Sinn, sondern man hat einfach mehr Benzindurchfluss. Das muss man auch noch erwähnen. Also grundsätzlich bleibt es mit 50-50, aber durch mehr Spritdurchfluss, also sprich mehr Verbrennung, hat man halt dann eben sagen wir, die Machtverschiebung auf 60-40. Einfach nur nebenbei erwähnen. Und das ist eigentlich etwas, wo der FIA gesagt hat, ey, das kommt. Und es hat eigentlich kein Team gross etwas davon gewusst, dass das kommt. Respektive Mercedes hat nur gesagt, ja, wenn es kommt, muss man halt einfach immer noch ein bisschen den Umweltaspekt ein bisschen im Hinterkopf haben. Jedoch ist es ja eher so, dass kann ich es gaxen, dass ja mit synthetischem Benzin gefahren wird. Dementsprechend ist es ja ein geschlossener Kreislauf. Also, ja, haben wir schon ein paar Mal angesprochen, dass was hinten bei den Autos rauskommt, ist schon mal in der Umwelt gewesen. Also ist wirklich eigentlich zu 99% CO2-neutral. Und ja, soviel ich weiss, man liest immer wieder etwas anderes, soviel ich weiss, ist eigentlich Ferrari, der nicht so dafür ist. Es ist Audi logischerweise, der nicht dafür ist, und auch Honda ist nicht so dafür. Weil gerade halt Audi, Honda kann ich verstehen. Weil es halt einfach, ja, ich sage es mal, Audi vielleicht eher sogar wegen dem komplett neuen Motor, den sie gebaut haben. Honda, ja, auch ein bisschen. Obwohl dass sie ja auch ein bisschen bei Red Bull mit dabei sind, ja noch bis jetzt endlich Ende letztes Jahr. Aber gleich halt, haben auch müssen von Grund auf ein bisschen Neues entwickeln. Und die sagen ein bisschen anscheinend dagegen, aber ich kann es nachvollziehen, weil man hat viel Geld schon investiert in das aktuelle Motorreglement mit dem Split, wie es jetzt ist. Und dann nachher, muss man halt wieder etwas ändern, weil ja, das sind halt einfach auch wieder mehr Verschleißteile, vor allem halt was Verbrenneranteile anbelangt, wo man halt einfach muss robuster machen muss. Man muss halt den Fokus wieder ein bisschen verlegen. Und ich denke jetzt gerade so Mercedes, Red Bull und so, die hätten vielleicht jetzt eher noch
sage jetzt mal, die Kapazität, dass sie es machen können. Weil Mercedes sowieso ziemlich gut da steht mit ihrem Motor. Ja, Ferrari ist ja eigentlich auch nicht so schlecht, was ihre Mocken anbelangt, aber auch die haben gesagt, also, ja, eigentlich lieber nicht. Aber ich denke, das wird noch ein paar Diskussionen geben in den nächsten paar Wochen. Allzu lange darf es sicher nicht gehen, weil ich meine, die müssen ja auch möglichst schnell schon wieder umplanen für die Entwicklung nächstes Jahr. Und ich meine, auch die tun ja schon das nächstjährige Auto vielleicht noch nicht bauen, aber halt schon irgendwie auf dem Papier entwickeln. Darum, das muss schon ziemlich schnell kommen, der Entscheid. Und ob das wirklich kommt, sei dahingestellt. Eben, die FIA macht momentan recht spezielle Sachen. Einerseits das, auch da mit dem V8 ist ja auch so eine Geschichte, dass da eigentlich gross angekündigt wurde, ist bis jetzt vom Mohammed Ben Sulayem, vom FIA-Chef da. Aber allerdings, ja, sind da nicht alle Teams so wahnsinnig dafür. Es wäre sicher gut, wenn es günstiger könnte werden, der ganze Motor oder die Entwicklung für einen Motor. Aber der FIA hat dann einfach nur gesagt, also, ja, ab 2031 können wir sowieso entscheiden, was wir machen wollen, weil dann das Concord Agreement ausläuft angeblich. Ja, klingt recht machthaberisch, muss man sagen. Und ja, das andere war ja auch die News, die, ich glaube, so habe ich gerade heute gelesen oder gestern, dass ein FIA-Boss nicht mehr als 12 Jahre am Stück im Amt darf sein. Und der Mohammed Ben Sulayem, also der aktuelle FIA-Boss, möchte das aufheben, komischerweise. Also, man merkt, das geht schon in Richtung Diktatur, genau, Diktatormäßig. Ja. Der Mohammed wird da langsam ein bisschen zum Diktator, ja, also sehr, 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 sehr mysteriöse Sachen passieren da momentan, also von der FIA-Seite vor allem, aber ja, die sind ja seit und je in der Diskussion. Ja, definitiv. Aber es ist immer dasselbe und es sind halt immer die gleichen Leute, die die Entscheidungen treffen. Ich meine, das Ganze mit dem V8-Motor, das ist in meinen Augen wirklich einfach ein bisschen Aura-Farming vom MBS, damit die Leute ihn wieder ein bisschen gerne haben, nach seinen ganzen komischen Haarstraubeleien bei einem Lando und komische Wasser über den Kopf leeren beim Antonelli. Ja, keine Ahnung. Also, unsere Meinung über ihn können wir ja schon. Aber wir haben ja leider da, also das wird sich wahrscheinlich so schnell nicht ändern. Vor allem, es würde mich ja nicht erstaunen, wenn er sogar noch durchkommt mit dem Huren, quasi No Cap, auf wie lange wir so drin sein, Geschmäus. Ja, wäre schade. Verwundern. Ja, aber Geld regiert die Welt, gell? Das ist halt auch in der Formel 1 nicht anders. Nein, das Gute ist, in der Zwischenzeit, wo es keine Formel 1 gab, haben wir auch gleich noch ein bisschen anständiges Entertainment gehabt. Und ich muss wirklich sagen, also dieses Jahr bin ich extrem auf den Geschmack gekommen, dass ich das wahrscheinlich ab jetzt jedes Jahr wird schauen. Nürburg, du hast mich vorhin korrigiert, das ist eben nicht Nürburg-Langstreckenserie, sondern nur, was ich gesagt habe, 24 Stunden am Nürburgring heisst es. Ja, und irgendwie so, wie heisst der? Früher war ADAC, aber früher nicht mehr. Jetzt nicht mehr, früher nicht mehr, Alter. Früher nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall, es ist nicht ganz die gleichen Organisatoren. Aber am Ende des Tages, das ist ja das, was der Max vorbereitet hat. Raven. Was nochmal Raven? Ah nein, ADAC ist immer noch Sponsor gewesen gerade, aber auch noch das Raven All. Raven All. Raven All. Ja, also, genau. Ja. Und also, ich habe dich vorhin abgehalten, ob du es auch geschaut hast. Ich bin froh, dass du es auch geschaut, weil da haben wir jetzt kurz etwas zum drüber schnacken. Ich muss sagen, es hat mich verdammt gepackt, weil mega viel, wo mir so ein bisschen fehlt in der Formel 1, vor allem halt wirklich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, pure Rennsport. Einfach Blut fürs Rennen fahren. Das hat man das ganze Wochenende einfach gespürt dort. Schon die Qualifyings und alles drum und dran, was schon vorher passiert ist, sind enorm interessant gewesen. Und das ganze 24-Stunden-Rennen, ich habe mega viele Stunden davon verfolgt. Ich würde sagen, sicher so um die 10 bis 16 Stunden, ich weiß es nicht genau, halt mit dem Schlafen ungefähr. Aber bin ich nonstop dabei gewesen und habe mitgefiebert und da. Und also jetzt mal ohne zuerst auf den Inhalt eingehen vom Anfang her. Wie hast du so empfunden, das Wochenende? Das 24-Stunden-Wochenende? Also ich schaue ja 24 Stunden, muss ich ehrlich sagen, ich schaue es schon jedes Jahr, auch schon länger, also sicher auch schon etwa seit 2017, 18 rum. Aber jetzt habe ich es auch schon ein bisschen
mehr oder länger verfolgt das auch schon. Sonst habe ich es eigentlich immer so ein bisschen mal nebenbei laufen lassen, aber halt auch wieder ein bisschen wieder weggeschaltet und so. Man hat schon gemerkt, das hat mehr Leute, aber da war schon klar gewesen wegen Max, weil ja, der hat natürlich schon die ganzen Leute hergezogen. Ich meine, es ist ja das erste Mal seit Jahren, wo es mal ausverkauft war. Das hat es ja noch nie gegeben. Ich glaube, die gesamte Zuschaueranzahl war irgendwie 354'000 Leute am ganzen Ring. Also es war abartig viel gewesen. Rekord, ja. Und es ist, also vom Rennen her selber, der Start ist ja echt krass gewesen, dass eigentlich das Auto, das am Schluss gewonnen hat, am Anfang abgeschossen wurde oder beziehungsweise der Reifen aufgeschlitzt wurde, in die Box hineingegangen ist, eine verdammte Penalty kassiert hat, weil er sozusagen ja, Corner kannst du nicht mehr sagen, er hat die ganze Strecke abgekürzt. Die ganze Strecke abgekürzt. Er ist ja eigentlich gerade er ist auf der GP-Strecke ist er schon in die Box reingefahren und hat glaube ich irgendwie, ich weiß gar nicht, was die Penalty war, 3 Minuten oder so. Ich glaube es, ja. Hure lang auch. Ist halt gut, wenn es ganz am Anfang passiert, gell? Das ist halt easy ausbügelbar dann. Genau, und ich meine, eben, das Rennen ist eben extrem lang und es kann viel passieren. Wir haben das jemand einmal gesehen, was ja alles passiert ist. Und ich habe das einfach ziemlich krass gefunden, am Anfang schon dort. Auch habe ich es sehr krass gefunden, die werden ja immer so gestaffelt losgelassen. Also zuerst steht ja eigentlich die Schnellen und dann nachher die langsamen hinten noch. Es sind ja so 2 Starts eigentlich sozusagen. Und es ist schon krass, der Speed-Unterschied und auch wie sie fahren auf einer Strecke, die jetzt wirklich nicht allzu breit ist. Also ich denke mal so etwa, ja, so 3,5 Autos haben Platz auf dieser Strecke und das ist ja abartig, wie die dort aneinander vorbeigerast sind, respektive wenn man so ein schnelles Auto auf ein langsames Auto aufgefahren ist, wie der daran vorbeigeschossen ist. Und ja, was soll ich sagen? Also ich habe das ganze Event eigentlich sehr cool gefunden. Also ich muss sagen, es ist doch irgendwann etwas, was ich auch mal gerne live gesehen, aber ich habe einfach das Gefühl, wenn du vor bist, wirst du einfach nicht viel mitbekommen oder viel weniger mitbekommen. Das hat mich aber auch tatsächlich dazu animiert, auch DTM zu schauen, letztes Wochenende in Sanford. Cool. Einfach mal zu mir schauen. Ich habe zwar auch schon etwa die mal geschaut, aber wirklich nie so richtig das ganze Rennen, weil es mich doch zu wenig gecatcht hat. Aber jetzt hat es mich doch ein bisschen inspiriert, kann man sagen. Und auch dort habe ich sagen, Moos ist schon noch recht unterhaltsam, halt zu dem Kontrast, wo wir halt im Moment eben leider in der Formel 1 halt haben. Aber ich würde sagen, sicher, dass der Mercedes, der am Anfang so kassiert hat, gewonnen hat, habe ich sehr geil gefunden. Ich weiss halt leider die Fahrer nicht, ich kann mir nur ein 3 merken mit dem Max. Aber es ist auch, glaube ich, irgendwo durchverständlich, wenn man sich halt wirklich null mit dieser Materie befasst hat, eigentlich im Vorfeld. Ja, natürlich auch bitter, dass der Max eigentlich, weiss ich wie lange, 18 Stunden oder mehr sogar das Rennen angeführt hat, oder das Team. Oder ist es noch länger, 22 Stunden sogar. Ja, es ist aber schon wirklich nur das Team. Also der Max hat in der Nacht, etwa um 2 Uhr morgens ungefähr, hat er den Lead übernommen vom, jetzt muss ich einfach auch überlegen, wie hat der geheißen? Einfach der blaue Mercedes mit dem Dings drauf, mit dem Jaguar drauf. Und dann nachher, wo der Juncadella übernommen hat, dann, erst dann ist es dann eigentlich zusammengefallen. Und der Max hat eigentlich die ganze Nacht zum Morgenstint durchgemacht. Und ja, bis dann sind halt, es hat nochmal einen Fahrerwechsel gegeben, dann ist der Max wieder zurück. Und dann beim Juncadella ist er dann, was war es? Die Antriebswelle, die kaputt gegangen ist. Ja, hinten auf der Hinterachse die Antriebswelle, die kaputt ist. Und dann ist ja, also eigentlich der Max ist gefahren, er kommt raus, der Max. Er steigt ein, fährt irgendwie so 2 Runden oder 3 Runden und dann ist fertig gewesen, ja. Also, aber es ist, also wie ich im Kopf hatte, ist es glaube ich ziemlich genau um 20 Stunden umeinander gewesen sogar. Also wirklich 4 Stunden vor Schluss, wirklich Heartbreak des Todes. Ja, also wirklich bitter. Und ich meine, was wäre das für eine Geschichte gewesen, die geschrieben worden wäre, wenn der Max sein erstes 24-Stunden-Rennen macht am Nürburgring und dann das Ding einfach holt, Mann. Das wäre schon sehr, sehr, sehr krass gewesen, wenn das geklappt hätte. Aber ja, hat es leider nicht. Ich bin immer noch am schauen, ob ich da irgendwo das Auto finde. Was der aber gewonnen hat, oder? Ja, aber da
warte, habe ich ganz da. Jetzt habe ich ihn gefunden. Das ist das Auto. Der Estre, glaube ich, Kevin. Nein. Engel. Der Estre ist der Engel. Ja, genau. Maro Engel, der Engel. Stolz, Schiller und Martin. Ja. Die Fahrer geheißen, genau, wo wir gefahren sind. Ich muss aber Ja. wirklich sagen, also das Team generell, also das Team vom Engel und vom Verstappen, einfach sackstark gewesen. Also wirklich dominant wie Sau. Also ich glaube, das ganze 24-Stunden-Rennen war immer einer von diesen beiden vorne gewesen, außer ganz am Anfang. Ja, Lamborghini noch ist der vorne Estre und der gewesen. Grello, genau, und der Lambo schon noch vorne gewesen. Und was ich krass gefunden habe, also es ist halt wirklich so absolut typisches 24-Stunden-Rennen gewesen. Weil bis jetzt, ich habe auch Le Mans verfolgt, die letzten 2-3 Jahre ungefähr. Und dort ist es meistens so, dass so in den ersten 4-5 Stunden gehen schon mal 30% von den Autos raus. Und dann tut es sich mal so ein bisschen beruhigen. Und das war extrem gewesen, wie viele von den absoluten Favoriten fürs Rennen zu gewinnen rausgefallen sind. Eben der Grello, der Kevin Estre, die Porsches sind alle draussen gewesen, oder viele davon draussen gewesen. Die Lambos sind, glaube ich, gegen Ende alle rausgefallen, wenn es mich nicht täuscht. Und ja, dann hat es natürlich einfach auch sehr viel geile Überraschungen gehabt. Also zum Beispiel der Kombi BMW. Ja, Das ist so eine geile Story. Ja. Was ursprünglich ein April-Scherz war, ist nachher zur Realität geworden und sie haben es dann einfach an die Strecke gebracht. Und das Ding ist dann also saumässig gelaufen, weißt du? Das war so geil gewesen. Und ich habe eben noch gesagt, ey, wenn es der Max nicht schafft, das Ding zu reissen, ich würde es mir so wünschen, dass der BMW das halt. Das wäre, weißt du, was das für eine Marketing-Story gewesen wäre für BMW, wenn die das gerissen hätten. Aber was ich auch noch sagen wollte, der Aston, by the way, ist auch hure strong gewesen. Also, wie gesagt, Aston kann es eigentlich schon einfach in der Formel 1 nehmen. Ja, genau. ja. Aber ich muss wirklich sagen, also es hat für mich wieder so ein bisschen meine Passion für Motorsport allgemein aufgeweckt. DTM habe ich kurz reingeschaut, aber ich habe mir ganz klar vorgenommen, dann das 24 Stunden von Le Mans zu schauen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich so das Jahr 24 Stunden von Daytona schauen. Habe ich auch noch nie geschaut. Und ja. Daytona? Aha. Ja. Hä? Ah, Amerika. Nein, ist gut, ja. Also Nein, ich bin bei der Indie gewesen, weil die war gerade vor kurzem, darum. Aber DTM war letzte Woche und 24 Stunden schon vor 2 Wochen gewesen, oder so. Ja, voll. Die Indy habe ich leider verpasst. Indy 500 habe ich die letzten paar Jahre eigentlich auch immer geschaut. Dort weiss ich nicht, ob ihr so ein bisschen mitbekommt, aber sehr, sehr ein geiles Ende war noch. Was? Irgendwie ein paar Tausendstel oder so. Irgendwie ist Zielüberfahrt gewesen. Das ist crazy. Last Lap Overtake. Also es war ein erster Win für Lucas. Das ist ein mega sympathischer Ami-Fahrer. Und jetzt hat es aber der Rosenqvist geholt. Der ist, glaube ich, Schwede oder Holländer oder irgend so etwas. Der fährt schon seit Jahren, wirklich seit Jahren. Und der ist schon lange in der Formel 1, Formel 2, so ein Testfahrer oder eben normal Formel 2 oder dann noch GP2-Fahrer gewesen. Also dem habe ich so mega, mega gegönnt. Aber ja, zurück zum 24 Stunden von Nürburgring. Wirklich super, super Rennen gewesen. Und ich glaube, das Herz von allen Fans geht raus an den Dacia Logan. Ja, mit dem Renault Megane Motor, ja. Yes, und das ist einfach ein Team, das bewiesen hat, dass du kein grosses Budget, kein riesiges Sponsoring brauchst, sondern einfach Passion fürs Motorracing und ganz, ganz viel Eier. Und dann kannst du wirklich etwas reissen. Die sind nicht mal Letzte geworden. Das ist so geil. Ja, wo sie gelandet sind am Schluss, weiß ich leider nicht, aber... Viertletzte von der längsamsten Kategorie, aber sie sind halt nicht die Letzte. Ja, aber was auch natürlich noch krass war, ist halt einerseits die Temperatur. Es war ziemlich kalt gewesen und auch eben mal wieder einsetzender Regen, dann mal wieder nicht. Gegen Schluss ist es noch mal ein bisschen dramatisch geworden, weil ein Lamborghini ist eben am Schluss noch am Fahren gewesen, und der hat eben, ich weiß nicht, wie man dem sagt, ich sage es mal so, einen Intermediate-Reifen drauf gehabt. Und ich glaube, eben vor ihm, ich weiß nicht mehr, wer vor ihm war, ich sage, irgendein BMW gewesen. Ich weiß nicht mehr, der hat eben Slicks drauf gehabt und der hat sich aber gleich noch ins Ziel retten, weil es eben gegen Schluss wieder aufgehört hat zu regnen. Aber der hat Zeit gut gemacht am Schluss, das war abartig gewesen. Und natürlich dann ganz am Schluss eben Zielüberfahrt oder Zieldurchfahrt mit beiden Mercedes. Sie haben den Max eigentlich, oder beziehungsweise das Team von Max mal rausgelassen. Dass er dann nachher, dass man halt einfach ein Mercedes gebaut hat.
Genau. Ja, aber was ist denn nachher irgendwie 7 oder 8 Runden hinter drin gewesen? Oder noch mehr? Nein, noch mehr wahrscheinlich, oder? Habe ich keine Ahnung im Fall. Das Weiß ist nicht. Also relativ eine viel. Runde ist ja etwa 5, 6 Minuten gegangen, weiß gar nicht. Also Dings mit Max und so, genau, die sind so in ungefähr 6 und dann hat das ja Logan zum Beispiel, der hat 10 Minuten gefahren. Das ist so ein bisschen die Range. Okay. Ja. Was ich noch vergessen habe, ist, am Anfang ist ja auch noch der Christopher Hase rausgekommen. Der war auch noch ein riesen Favorit gewesen, der blaue Audi. Der war wunderschön gewesen, der blaue Audi. Der war wirklich schön gewesen, ja. Ja. Ja, also wenn ihr mal wollt schauen, schauen. ja, also wenn ihr mal wollt, da das schauen, könnt ihr es unbedingt machen. Das nächste ist am 27. bis zum 30. Mai dann. Und wäre sogar die 55. Ausgabe, also wird sicher noch ein bisschen spezieller sein dann. Definitiv. Und eben, wenn ihr andere coole 24-Stunden-Rennen schauen wollt, Le Mans, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, ist sehr, sehr geil zum Schauen. Das ist eines meiner Lieblingsrennen vom ganzen Jahr. Aber Daytona habe ich auch schon sehr vieles Gutes darüber gehört. Also wenn ich das jetzt so ein bisschen gepackt hätte, das sind meine Empfehlungen. Genau, Le Mans ist auch noch dieses Jahr, Anfang Juni, glaube ich. Also jetzt irgendwie in den nächsten 2 Wochen oder so sollte das, glaube ich, sein. Genau, warte, ich muss mal schnell Fact checken. Wird wahrscheinlich irgendwie so wieder zum Monaco Grand Prix rum sein. Ist meistens, ja. Weil Indy, 10. bis 14. Juni. Weil eben Indy und also Indy 500 und Le Mans und eben auch Monaco, die sind immer so ein bisschen um die gleiche Zeit herum eigentlich. Genau. Das ist auch einer der Gründe, wieso dass man es eben den Triple Crown nennt, weil das so ein bisschen im Hochsommer, in der Hochsaison von der Racing-Kalender sind. Und ja, Le Mans hat vor allem wegen dem cool, weil dort sehr, sehr, sehr viel Ex-Formel 1, Formel 2 Fahrer mitfahren. Also werden das ein oder andere Gesicht auch können. Zum Beispiel Antonio Giovinazzi ist wieder dabei. Ich glaube, der Buemi fährt auch wieder. Und so weiter und so fort. Ja, und was natürlich auch noch schade war, ist noch am Nürburgring, einfach, dass man es erwähnt hat, von Schweizer Seite, der Fabio Scherer. Oh. Ja. Eigentlich richtig bitter. Ich glaube, kurz vor seinem Stint ist das Team rausgeflogen, also sein Mustang. Ja. Es war sogar in der InLab gewesen. Sogar in der InLab gewesen, ja. Also eigentlich er gewartet, aber das Auto ist nie angekommen, kann man sagen, ja. Ja, genau. Dort muss man aber schon auch sagen, gut, ist im Arjun Maini nicht passiert. Das ist der Bruder übrigens vom, wie heisst der, Kush Maini. Der fährt in der Formel 2. Und der hat doch schon einen sehr, sehr heftigen Crash gehabt. Das war schon eine Ölspur auf der Strecke gewesen. Und der ist dann mit wirklich, ich glaube, irgendwie 120 oder noch mehr, ist er wirklich geradeaus eigentlich in die Bande rein. Vorne der ganze Motor hat rausgeschaut. Also, ja, sehr schade gewesen. Aber der Scherer, Fabio Scherer, der ist so sympathisch. Der ist mir richtig ans Herz gewachsen jetzt die letzten paar Monate, seitdem ich so ein bisschen von ihm gehört habe. Ja. Ja, aber am Ende des Tages sind wir an Formel 1 Podcast. Wir sollten langsam wieder zurück zu Formel 1 Themen gehen. Trotzdem, ja, natürlich berechtigt, dass wir darüber reden, weil der Verstappen mitgefahren ist. Ich hoffe, der Exkurs war nicht allzu langweilig gewesen. Nachher ist es ein bisschen weitergegangen mit nochmal ein bisschen mehr Off-Track-News. Der Christian Horner ist anscheinend mit dem BYD Autohersteller, das ist ein chinesischer Elektroautohersteller, ja, in Talks, dass die vielleicht ein 12. Formel 1 Team machen. I guess, do your thing, Mr. Horny. Würde mich ehrlich gesagt wirklich null interessieren, wenn die Formel 1 kommen. Also ich keine Ahnung, es kratzt mich einfach nicht. Ich sage es, wie es ist. Hast du dort irgendeinen Salat dazu zum Abgeben? Oder? Ja, also BYD muss ich ehrlich sagen, ich habe ja immer gemeint, BYD ist komplett Elektro. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass BYD auch Verbrenner noch herstellt tatsächlich. Okay, ob sie wirklich die selber entwickeln oder ob das irgendwie über einen anderen Hersteller noch läuft, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe mich zu wenig mit dem befasst. Also ich muss ehrlich sagen, wenn BYD in eine Motorsportserie einsteigen, dann in Dings, in Formel 1 oder so. Aber Kollegen, also wir haben nichts in der Formel 1 verloren. Und das ist eben auch das, was mich ein bisschen aufregt. Da muss ich auch kurz vorgreifen. Also weißt, ich habe ja nichts dagegen, wenn Brands in die Formel 1 reinkommen, aber auch Gucci zum Beispiel, oder dass die das nächste Mal sind. So. Da siehst du einfach nur, dass die alle wenn nur von der Formel 1, von dem Hype, wo leider die Formel 1 immer noch ein bisschen hat. Also ich finde zwar, es ist schon weniger geworden, aber leider immer noch ein bisschen hat, dass die einfach profitieren wollen. Und ich denke mir einfach so, Kollegen, wenn Formel 1 mal wieder crasht und vertrauen darauf, das wird irgendwann passieren, dass der Hype um die Formel 1 einfach wieder zurückgeht, dann werden die Sponsoren auch wieder absäckeln. Es ist einfach so.
Ja, Und das sind auch die Teams dann einfach wieder weg. ja, genau. Und eben jetzt BYD hat in meinen Augen nicht in der Formel 1 verloren. Gang in die Formel E, voll easy, aber nicht Formel 1. Ja. Das geht für mich nicht auf. Nicht währenddem so viele andere Autohersteller auch wieder zurück könnten in die Formel 1 kommen, wo einfach irgend so durch auch ein bisschen dazugehören, Alfa Romeo etc. Oder? Es hat mir immer schade gedacht, dass die rausgegangen sind und dass sie mit Sauber wie nicht mehr durchgezogen haben. Oder? Während es tätige Teams gäbe, wo man könnte zurückkommen könnte, ist es einfach irgend so durch schade, dass es das gibt. Und du Ja, hast so schon kurz Alpha wäre angesprochen. geil, weißt du? Wenn so, Ja, wenn, fix. für mich irgendwie immer noch ein bisschen unverständlich, wieso dass die aus der Formel 1 rausgegangen sind als Hauptsponsor. Weil, ja, ein bisschen, also ich sag mal, Alfa Romeo ist ein viel bessere Sponsor auf dem Auto als irgendwie so eine Streaming-Plattform. Und ich Ja, meine, und auch nein, sorry. ja, sorry, also auch allgemein, weißt du, einfach so Autobrands, sage ich jetzt mal, die auch wirklich Ja. eine Verbrennergeschichte Japaner. haben, sage ich jetzt mal. Honda, Toyota, die sind nie nett. Die Ja, mal hätten schon Toyota, längstens für das Team Toyota sollen ist, machen. ja gut, Toyota ist auf Haas, Honda ist Aston. Ja, Also, sie sind ja schon ein bisschen vertreten, weißt du. Aber ich denke jetzt halt einfach auch, ja, weißt du, zum Beispiel auch hier wieder BMW, wäre hure geil. Wenn ja, der BMW ist in die Porsche. Formel 1 kommt, ja gut, Porsche ist noch nie in der Formel 1 gewesen. Aber Wäre geil. ja, es wäre hure geil, ja. Aber ich meine, für da ist jetzt Audi und der VW-Konzern wird nicht zwei von ihren Marken im Haus an die Strecke herlassen in dem Sinn. Aber eben, BMW ist so ein Brand, den ich hure vermisse, weil eben BMW ist in die Formel 1 reingekommen und hat mal schnell kurz richtig rasiert dort, weißt du, und dann sind sie wieder gegangen. Und darum, das finde ich ein bisschen schade, dass zum Beispiel eben gerade so eine Marke nicht um ist. Ich glaube auch, ich habe nur mal irgendetwas gelesen, kann sie verfolgen es, aber es ist, sage ich jetzt nicht irgendwie ein aktives Ziel von ihnen. Aber ich glaube, das ist auch, weil sie die WEC Series hat erst noch vor 2 Jahren eingestiegen sind oder so. Oder 3 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist. Ja, wird natürlich auch nicht gerade günstig sein. Und WEC, ja, ist halt, das Coole ist, es ist sicher keine schlechte Vorbereitung auf eine Formel 1, so ein bisschen vom Motor her. Klar, da geht es nochmal mehr auf Reliability als nur reinen Speed, aber ja, du schau am Ende des Tages, eben, wir haben es schon ganz kurz angeschnitten, es hat jetzt halt wieder News gegeben, Gucci wird der Hauptsponsor von Alpine und ja, für mich macht das auch einfach gar keinen Sinn. Einfach schlichtweg, es ist einfach nur Branding, wo sich dann wieder ändern. Gucci leistet sonst keinen Beitrag für Formel 1. Ist Gucci überhaupt, ist das, also ich kenne mich mit Brands teilweise nicht aus. Ist Gucci französisch? Nein, italienisch. Ist Der das, Dings- ja, okay. Der Flavio Briatore hat dort logischerweise seine Finger im Spiel gehabt. Ich weiß nicht genau, ja, der wird Luxusmarke safe Italien. Connections gehabt haben wegen Benetton. Aber Gucci ist rein italienisch und von dem her, ja. Das wird eine Entscheidung von ihm gewesen sein, dass das so wird stattfinden. Louis ist Dings französisch gewesen. Louis Vuitton, ja, Ah, das okay. ist französisch. Ja. Genau. Ja, eben weißt ja, ich kann mit so Brands nicht anfangen. Das sind für mich so Ja, richtig, also wenn jetzt du so Zeug da hast, also nicht persönlich, so, aber da, für mich bist du schon automatisch abgekommen, wenn du nur so Zeug hast. Pfeife. Oder einer, der es einfach wett unbedingt haben, auf dem Bazar kaufen. Ja, Eins von beiden. absolut. Aber ja. Ich bin jetzt mittlerweile sogar bei Rolex so. Wenn jemand unbedingt mit seiner Rolex muss rumlaufen und flexen, dann habe ich so ein bisschen die ähnlichen Gedanken mit dem. Ja, voll. Ist Ja. nachher so geworden. Ja, no. Ist wie es ist. Ich glaube, wir ich machen würd uns mal langsam sagen- sehr viele Feinde, Mann. Wir sind Das ist immer mir die ganze egal. Zeit nur am Motzen, was scheiße ist und Ja, was wir aber- kacke finden. Aber egal. Ja, es gibt halt auch wirklich sehr viel, wo man sich, ich sage auch zugute oder in dem Sinn mit guter Berechtigung darf darüber beschweren. Aber das Gute ist, was ich wirklich, und da stehe ich jetzt ein bisschen dahinter, on track ist das, was wir am Anfang des Jahres gesagt haben, der Hate, den wir am Anfang des Jahres gebracht haben, nicht mehr so. In Miami weiss ich noch, dort habe ich gesagt, wir müssen mal schauen, vielleicht ist einfach wegen Miami das Rennen auch ein bisschen besser gewesen, weil das besser passt. So. Aber ich habe jetzt so in Kanada wirklich das Gefühl gehabt, dass wir wirklich viel ein spannendes Rennen hatten. Man hat nicht mehr so einen riesen hohen Managementhaufen gehabt. Und ich habe das Gefühl gehabt, das Management hat man wirklich als Fahrer auch sehr skillful müssen einsetzen. Und
Ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, aber für mich hat sich der kanadische Grand Prix viel angenehmer angefühlt zum Schauen als noch die ersten 3 Rennen. Ja, das definitiv. Also, ja, ich habe jetzt letztes Mal schon gesagt, Miami ist für mich bis jetzt das beste Rennen gewesen. Und ich mag mich auch noch an die News erinnern, dass du gesagt hast, es war vielleicht einfach Miami bedingt gewesen. Und Kanada ist halt schon, haben es aber auch vorher schon gesagt, sehr energiefressend. Und man hat es aber nicht so extrem durch, weil man hat es gar nicht gross gemerkt, dass die Energie der Autos ausgeht. Es ist für mich vom Racing her, also der Schletzgummi-Effekt ist nicht mehr so extrem gewesen, zum Beispiel wie wir es in Australien gesehen haben, dort mit Russell und Leclerc. Da ist der eine vorbei, der andere vorbei. Und das hast du irgendwie nicht mehr so extrem gehabt. Und dort muss ich aber schon sagen, ist die Regeländerung, die sie auf Miami gemacht haben, ein richtiger Schritt gewesen. Und ich denke auch, es hat jetzt das Rennen zum Anschauen wesentlich angenehmer gestaltet. Ich habe es richtig krass gefunden, eben einerseits mal das Battle von Russell und Antonelli, genau, Messi, weil eben wie lange er dran war, auch Tire Wear, also eigentlich ist es immer so gewesen, dass du, wenn du lange hinter einem nachfährst, dass deine Reifen hure schnell aufgehen und so, und das ist irgendwie auch gar nicht so übergekommen, also die Reifen sind relativ gut auch gewesen, jetzt die Wahl von Pirelli und allem drum und dran. Auch zum Beispiel der Lewis, der am Max am Gegenschluss vorbeigegangen ist, dass der Max ihm gleich noch eigentlich können hinten nachfahren und der Lewis nicht einfach davon gezogen ist. Also, mir hat es gedacht, das Racing ist schon gut gewesen. Das ist wieder mehr so in die Richtung gegangen, wie es sollte auch gehen. Wenn jetzt das wirklich kommt mit dem 60-40-Verhältnis, glaube ich, sind wir wirklich wieder auf einem sehr guten Weg. Jetzt so, denke ich, es hat sehr streckenabhängig. Ich glaube jetzt auch nicht, dass in Monaco ein grosser Umschwung wird kommen, dass auch Monaco irgendwie zum Anschauen extrem krass wird sein. Ich denke, die werden, was Batterie anbelangt, ein bisschen mehr einen Überschuss haben. Vielleicht könnte es sein, dass dort der Schletzgummi-Effekt wieder mehr kommt, aber überholen wird sehr schwer sein. Aber es ist trotzdem so, dass jetzt zum Beispiel gerade auf Strecken wie Spa oder auch zum Beispiel Aserbaidschan, wo wirklich lange Geraden rum sind, dass ich dort jetzt vielleicht weniger das Gefühl habe, dass dort die Energie könnte extrem schnell ausgehen. Es ist ja so, dass für jedes Rennen die Energieabgabe und auch Einnahmen durch das Bremsen und Rückkoppeln immer wieder selber frisch definiert wird. Also da schauen sie ja schon sehr gut drauf. Und ja, wenn man das so beibehalten kann, denke ich, wird es sicher noch spannend werden. Oder beziehungsweise ist es zum Anschauen oder zum Mitfiebern sicher gut. Aber die ersten paar Rennen, also bis zu Miami, hat man wirklich nicht können brauchen. Ab Miami jetzt ist wirklich gut gewesen. Und eben Kanada, also kann ich wirklich auch so von meiner Seite sagen, ich habe es sehr gut gefunden, ich habe es sehr unterhaltsam gefunden und bis jetzt wirklich das beste Rennen gewesen in dieser Saison, definitiv. Ja, definitiv. Und das halt nicht nur wegen dem Racing, sondern auch sehr viel, was sonst rundherum passiert ist. Wir gehen nachher gerade schön chronologisch durch, aber auch von meiner Seite ja ganz klar das beste Rennen eben auch vom Racing her. Und ja, ich bin ganz bei dir. Ich sage selber auch, ich bin auch nicht abgeneigt, eine Lösung zu haben. Weißt, wenn das 60-40 jetzt nicht stattfindet nächstes Jahr, würde ich auch verstehen, wenn vor allem die Hersteller sagen, nein, also komm, jetzt haben wir die Reguländerung gemacht, jetzt wollen wir mal so mit dem Fahren schauen, wie es ist. Ich bin auch nicht abgeneigt für eine Lösung. Wir haben das ja bei den Reifen auch schon. Du hast jedes Wochenende andere Reifen. Wieso also auch nicht andere Motorenvoraussetzungen? Dass zum Beispiel in Aserbaidschan noch weniger Superclipping kann entstehen, in einer Strecke wie Monaco, wo aber nicht so ein Problem hast mit dem, zum Beispiel dann wieder zurück auf die Regelung gehst, die wir in Australien hatten, weil das dann nachher vielleicht das Qualifying schneller macht. Was auch immer, oder? Also bin ich auch voll dafür, dass wir vielleicht sogar streckenabhängig dann würde ich sagen, ey, da dürft ihr so viel Kilowatt und da dürft ihr so viel Kilowatt brauchen. Muss man halt alles ein bisschen ausprobieren, aber ich würde sagen, man hat die richtigen Entscheidungen getroffen, man geht in die richtige Richtung und es ist schon absolut sichtbar als Zuschauer, dass das Rennen wieder spannender wird. Kanada selber ist aber eben, wie gesagt, nicht nur durch gutes Racing spannend gewesen. Es hat sehr viel Drama gegeben auf der Strecke. Wir fangen mal beim Qualifying an, oder beziehungsweise fliegen nur ganz kurz drüber. Ist eigentlich, sage ich, sehr straightforward eigentlich gewesen. Was ich sehr, sehr cool gefunden habe, ist, dass der Hadjar immer noch
ungefähr so ein bisschen in den Zeiten vom Max drin war. Das war, glaube ich, ein 13. Unterschied gewesen, maximal. Warte, ich muss es schnell vornehmen. Nicht einmal. Nein, überhaupt nicht. Der Hadjar hat im Q3 ein 1.12.935 gemacht und der Max ein 1.12.907. Und ja, ich habe ein bisschen Angst gehabt darum, dass das sich ab Miami wird mega differenzieren. Aber Miami scheint einfach ein schlechtes Wochenende gewesen für sie. Und ja, Podium, also Paul hatte den Russell Cole gehabt, dann Antonelli kurz hinter drin und dann nachher der Lando auch relativ kurz hinter drin. Also es ist, obwohl wir sehr viel Mercedes-Dominanz haben, wenn es um das Qualifying geht, nicht dominant. Es kann auch gut mal sein, dass wir einen anderen Pole-Sitter werden haben dieses Jahr, vor allem wenn das Development von zum Beispiel McLaren gerade so weitergeht. Aber danach, ja, über das Qualifying sonst ist nicht viel Spezielles passiert. Gehen wir direkt zum Sprint. Also was ich noch sagen wollte, war, dass ja? im Antonelli sein Gap ist im Sprint Qualifying 68'000 gewesen und im normalen Qualifying für das Hauptrennen war auch 68'000 gewesen, meinte ich. Oha! Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist ja krass. Und Scheinsäger anscheinend hure intelligent. Er kann anscheinend noch sogar die letztjährige Rundenzeiten sagen, die er gemacht hat. Nicht nur die letztjährige. Er hat, for some reason, hat er ein fotografisches Gedächtnis. Es gibt ein Video von ihm und dem Bearman, wo er in der F2-Garage im Teamroom hockt. Und der Bearman fragt ihn random irgendwelche Rennen. Und dann kann er von dem Rennen seine Quali-Zeiten sagen. Oder auch Rundenzeiten. Und das geht zurück bis in seine Karting-Days. So, also es ist wirklich wild. Könnte ich das reinziehen? Gebt einfach mal im YouTube ein. Oliver Bearman, Hadjar, genau, Antonelli und Race Times zum Beispiel. Oder Quali Times. Sehr, sehr interessant. Ja, dann der Sprint selber war wirklich rassig gewesen. Nachher, also es hat dann schon schnell abgeflacht gegen Ende, aber am Anfang hat man, ich glaube, es Runde 3, 4 oder so, ein Engine-Problem vom Hadjar. Der hat nachher das Rennen einfach zu einer Practice-Session gemacht und dann in der gleichen Runde noch hat es angefangen rebeln zwischen Russell und dem Antonelli. Und da steige ich direkt in meinen Augen in das Thema vom Wochenende, oder auch für mich ist es das Incident vom Wochenende. Der Antonelli überholt oder versucht, den Russell rechts zu überholen, ist gleich auf, zu dem Zeitpunkt aber, wo er abgedrückt wird vom Russell, nur, ich sage es, eine halbe Reifenlänge hinter seinem Vorderreifen, also eigentlich wirklich immer alongside. In meinen Augen hat dort der Russell gar keinen Platz gelassen und der Antonelli ab der Strecke gedrängt. Und bevor ich jetzt noch mehr zu meiner Meinung darauf sage, was ist deine Meinung zu dem Incident zwischen Antonelli und Russell? Ja, ich finde es grundsätzlich ja, fair ist es jetzt nicht gewesen. Es ist sicher schon hartes Racing gewesen, aber man muss im Antonelli eben auch lassen. Es ist kein dummes Manöver gewesen, das er gemacht hat, weil da muss ich auch ein bisschen zurückgreifen auf Max, weil der macht das genau gleich. Wenn er in einer Kurve sieht, ja, aussen also ist er aussen, dann lässt er sich einfach schnell herführen auf die Seite, dass er eigentlich wie gleich auf ist. Und wenn der nachher rausgepusht wird, heisst es einfach, ja, er hat mich rausgedrückt und alles, und dann kann es natürlich eine Strafe geben für ihn. Und ich meine, dass unter Teammates nicht so oft eine Strafe gibt, ist eigentlich ja klar, weil das heisst immer dann so von der FA, ja, wenn solange das keine Teile fliegen und einer in der Wand landet, schauen es intern an. Aber ich finde jetzt das Manöver nicht so dramatisch oder so gravierend. Also ich würde jetzt so nicht sagen, Russell, asozial von dir. Schlussendlich ist es um eine Führungsposition gegangen und er hat einfach hart verteidigt, ja. Andererseits muss man sagen, der Antonelli super intelligent, dass er eigentlich eben so ein Manöver macht, dass er sich eben kann gleich auf hersetzen kann, dass es könnte eine Strafe geben. Allerdings glaube ich, dass es, es hat Spannung gebracht, ja, aber ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie, ich finde, das ist ein bisschen überbewertet worden. Ich finde es nicht so dramatisch. Ist meine Interpretation aus dem. Und ich glaube, so wie ich es gelesen habe, dass ein paar auch so gesehen, dass das eigentlich nicht so,
ein gravierendes Manöver war. Es war einfach er gewesen. Man hat einfach gesehen, dass der Antonelli ein bisschen die Fassung verloren hat und dann gerne mal ein bisschen Offroad gefahren ist mit seinem Auto. Aber nein, also ich finde es nicht einmal so extrem wild. Aber eben, das ist meine Meinung. Ja, also für mich ist, ich sage jetzt auch, der Move an und für sich ist nicht das, was es wild macht. Weil ich sage, es ist absolut berechtigt, dass der Antonelli sagt, hey, er hat mir keinen Platz gelassen. Ich finde aber auch, es ist berechtigt für einen Russell zu sagen, hey, ich muss meinen Platz verteidigen. Und ja, ich bin ja auch in dem Sinn selten mal hässig gewesen, wenn ein Verstappen jemand ab der Strecke gedrückt hat. Klar, es gibt auch dort absolut Manöver, wo ich sagen, Bro, okay, das ist jetzt völlig übertrieben. Sprich zum Beispiel Brasilien 20, was ist gegen den Hamilton 2022, glaube ich. Oder ist das noch 21 gewesen? Was? Hamilton Max, oder was? Hamilton und Max. Max drückt den Hamilton absolut krank raus in Brasilien. Ja, das wäre 21 gewesen. 22 hat ja der Hamilton so einen räudigen Karren gehabt bei Mercedes, das war schon nirgendwo mehr gewesen. Ja, das war ja die Grounding-Ära gewesen, der Ground-Floor-Ära, die erste. Genau. Aber für mich ist halt der Antonelli dort definitiv genug lang oder genug an der Seite von Russell, dass ich mir eben eine Investigation gewünscht hätte. Und das ist der Grund, wieso das für mich der Incident of the Weekend ist. Ich kann nicht verstehen, wieso dass man das nicht einmal notiert hat. Weil ja, das ist eben wegen Team 100 Pro. Ja, wegen Team ja, aber du machst ja trotzdem, es ist ja trotzdem, ich sage jetzt mehr oder weniger gefährlich, es kann ja trotzdem durch das ein Crash entstehen. Es ist in meinen Augen trotzdem irgendwo durch auch ein bisschen fahrlässig, so zu verteidigen. Und von dem her, für mich ist einfach das Problem, dass es nicht einmal notiert worden ist. Wenn man mindestens gesagt hat, gut, wir notieren, dass es passiert ist, dann wäre es noch etwas anderes gewesen. Aber ich sage, es hat eigentlich sogar auch eine Investigation gebraucht. Und das, mir egal, ob es eine Strafe gegeben hat oder nicht, aber dass es mindestens schnell im Detail anschaut. Und auch wenn es unter Teammates ist. Es ist in meinen Augen immer noch, wenn etwas zu einem Crash kann führen kann, ist es würdig, dass man das geschwind anschaut. Und das ist für mich so ein bisschen das, was mich aufgeregt hat. Aber es hat, glaube ich, ein sehr guter Vorreiter gewesen für das, was wir sonst noch zu sehen bekommen haben. Oder? Also, wie du schon gesagt hast, Antonelli ist nachher noch ein bisschen wild über das Zeug drüber gefahren, hat einen riesen Lockup noch gehabt, ist richtig mit Hass gefahren. Und ich glaube, das hat einfach nochmal zementiert, dass der Antonelli da ist. Und er ist schneller als der Russell momentan. Und er ist mental auch da. Und das ist das, was man vielleicht nicht erwartet hat von so einem jungen Schnaufer. Aber der ist mental auf der Höhe. Der geht mit dem Druck so easy um, als ob der gerade für ein Go-Kart-Championship am Fahren ist. Aber er führt gerade Formel 1 WM. Und der noch deutlich jetzt gerade nach dem Rennen. Aber ja, ist ein cooler Vorreiter gewesen, für was nachher im Rennen alles noch so gekommen ist. Genau. Ja, also ich muss auch sagen, Kimi Antonelli momentan für mich wirklich brutal gut am Fahren. Und also ich gönne es ihm mal hure, weißt du? Also, es ist irgendwie so, wenn er gewinnt, habe ich auch Freude. Und darum ja, wir kommen zum Rennen. Wir haben das Battle mit dem Russell, oder? Das war ja schon hure geil gewesen. Das ist jetzt über mehrere Runden. Das, wie lange? Etwa 25 Runden oder so? Also die ersten 25 Runden, wenn wir die Highlights schauen, gell? Das Highlight-Video geht 8 Minuten. 5 Minuten davon sind es nur Russell-Antonelli-Fights. Und ja, bis ungefähr Runde 26, 25 umeinander sind die nonstop am Fighten gewesen. Eben, es war so geil gewesen. Wirklich, was für ein Battle die ganze Zeit hatten. Der Antonelli hat immer wieder vorbeigehen und dann ist er mal vorbei und dann hat er einen Fehler gemacht, dann ist der Russell vorbei, dann hat der Russell einen Fehler gemacht und dann ist er wieder vorbei. Geil gewesen. Auch weißt, beide noch Fehler gemacht, was das Ganze auch wieder spannend gemacht hat. Und zwischendurch haben wir schon gedacht, das Live-Feed könnte schon auch mal ein bisschen die anderen Autos im Hintergrund zeigen. Da passiert vielleicht auch mal noch etwas oder so. Aber sie haben wirklich immer nur das Battle gezeigt. Das war so geil gewesen. Und eben, nach schlussendlich Russell, ja, hat er müssen das Rennen aufgeben, was wieder ein paar Memes generiert hat.
Ich habe es ziemlich enjoyed, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich auch. Ja, also es ist, Russell ist ja glaube ich nicht so der beliebteste Fahrer. Nachher ist jetzt auch noch einer rausgefallen, den ich auch noch ziemlich, enjoyed habe, muss ich ehrlich sagen. Nein, aber es ist einfach, ich weiss nicht, es ist so richtig geil gewesen. Es hat Spaß gemacht zum Zuschauen. Es hat ja wirklich ein bisschen gefesselt, auf Fernsehen zu schauen, was so abgeht. Und ja, also eben, wenn das so in den nächsten paar Rennen auch weiterhin so ist, wenn die wirklich so ein bisschen fighten und so, dann ist das geil. Ich hätte es jetzt noch richtig cool gefunden, wenn es, muss ich das schon auch sagen, obwohl sie immer gefightet haben, haben sie trotzdem immer noch eine verdammte Gap gehabt zum Drittplatzierten. Wäre geil, wenn dort irgendwie die Gap mal kleiner wird und das halt irgendwie noch das dritte Team oder das zweite Team könnte mitmischen oder sogar eben das dritte Team. Ich denke, McLaren hätte Potenzial gehabt, wenn sie da nicht irgendwie Ferrari-Strategie anwenden und mit Inters losfahren. Wie dumm, dass man muss sein, zum Inters starten. Ja. Gut, Audi hat es ja glaube ich auch gemacht bei einem Auto oder so. Also selten dumm. Ich meine, wenn es trocken ist, fährt man doch nicht mit Inter. Sie sind zwar mit Regen gerechnet, aber du hast so viel Zeit verloren. Und vor allem, der neue Inter ist wesentlich härter als der alte. Plus heisst es bei diversen Regentests, dass sogar der Full Wet besser ist als der Inter. Und so etwas hat es schon Ewigkeiten nicht mehr gegeben, dass der Full Wet besser war als ein Inter. Und es war immer so, dass man den Full Wet ja komplett auf den hat man verzichtet, weil er so scheiße war. Aber anscheinend haben sie den jetzt so gut gemacht und die Inter haben es so scheiße gemacht, dass man lieber auf den Full Wet würde gehen. Aber ja, darum, ich habe es nicht verstanden. Für den Max ist es schlussendlich gut gewesen und für Red Bull, die haben dafür können nachher, eigentlich so als Best of the Rest, obwohl das nur zwei Fahrer waren, die best waren, und der Rest war wirklich nur noch Reste gewesen, dort ein bisschen gekämpft haben. Oder gefahren sind, so muss ich sagen. Ja, aber ich glaube, das ist generell halt einfach noch so ein bisschen das Ding. Also Race Pace, da fährt Mercedes einfach immer noch an komplett davon. Und ja, was ich mega, mega schade finde, ist, dass halt Ferrari, obwohl sie One-Lap-Pace extrem stark sind, Race Pace hat einfach noch nicht gelangt. Hat es natürlich jetzt in dem Rennen trotzdem einen sehr, sehr coolen Fight gebracht, wo wir später noch drauf kommen. Aber bin ich ein bisschen bei dir. Also, ich hoffe mal, dass sich das noch ein bisschen ändert. Also wir nicht einfach nur Mercedes gegen Mercedes Fight vorne haben, aber ganz ehrlich, wenn jeder Fight, jedes Rennen so ist wie das mal, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Das ist ziemlich cool. Ja, und von dem her, nach einem Delayed Start, eben wie du schon angesprochen hast, instant rein in die Fights mit dem Russell. Lindblad war ja sofort out gewesen. Der Max und der Hamilton haben sich am Anfang schon ein bisschen zu hässeln gegeben. Also wirklich ein cooler Fight gehabt dort schon am Anfang kurz. Und ja, dann hat es ein bisschen angefangen mit nonstop Lockups into the Hairpin. Der Russell hat zweimal locked up, der Antonelli hat locked up und dann ist es hin und her, ein Führen und ein Hindern gewesen. Viele andere Fahrer haben auch noch einen Lockup gehabt. Unter anderem der Piastri, der mit viel zu viel Speed reingegangen ist, wo dann einen kämpfenden Albon leider verwünscht hat. Der Albon hätte dann ziemlich zackig gerade das Auto rausfahren. Da haben wir schon wieder ein weiteres Retirement gehabt. Und der Oscar ist ja dann, glaube ich, Frontwing gewechselt, hat aber glaube ich sonst nicht mehr Schaden gehabt, gell? Der das Rennen sogar fertig fahren. Gut, aber noch weiter Damage gehabt, weiss ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also sind einfach Frontwing gewechselt, keine was der einen Overtake probiert hat, aber ja. Natürlich auch bitte für den Albon aus dem Rennen rausgenommen werden. Im Qualifying hat er ja... hat er noch einen verwünscht, genau, und ist er dann nachher auch, hat er ja auch gecrashed. Ocon hat auch recht einen weirden Abflug gemacht, hat aber noch weiterfahren aus irgendwelchen Gründen. Also für das, also nicht im Rennen, sondern im Qualifying ist das, glaube ich, also das Qualifying hat so, was so Crash-Rate anbelangt, hat es recht aufgestockt. Im Rennen selber haben wir dann nicht mehr so viel von dem gesehen. Aber eben, McLaren, das Rennen war eine absolute Katastrophe für die. Yes. Muss aber auch sagen, also Piastri hat ja dort 10 Sekunden Strafe bekommen und das finde ich völlig gerecht für den Crash-Show. Also einfach selber schuld, Punkt. Eigentlich, und dort haben wir auch darüber diskutiert mit einem Kollegen, ich finde, Rennstrafen oder vor allem für Crashes sollten angepasst sein
in dem Schaden, wo du im anderen Fahrer hinzugefügt hast. Und da der Albon das Rennen nicht fertig machen konnte, hat er gesagt, hat das mindestens, in meinen Augen, müsste das eigentlich ein Drive-Thru oder ein Stop-and-Go-Penalty sein, weil du hast im Albon das Rennen einfach komplett kaputt gemacht, nur weil du halt übermütig gewesen bist. Und ich finde, das darf man härter bestrafen als nur ein 10-Sekunden-Penalty, in my opinion. Ja, das ist definitiv so. Und wer auch noch für mich so ein bisschen Enttäuschung war, aber ich irgendwie das Gefühl habe, dass das vielleicht so ein Bild könnte werden dieses Jahr. Ja, nein, zwar nicht unbedingt dieses Jahr, aber so ein bisschen ein Trend ist der Leclerc. Er hat irgendwie auch nicht so fresh ausgesehen das ganze Wochenende. Und ich glaube, es tut sich allgemein ein bisschen schwer mit dem Ferrari. Ich meine, in Miami hat er so einen weirden Spin gemacht. Und ist auch wieder Qualifying gewesen, oder auch Rennen, ich weiß gar nicht, wo er einfach plötzlich mal so, wo er einfach lang plötzlich schon quer gestanden ist. Also, ich habe das Gefühl, er tut sich ein bisschen schwer mit dieser Generation. Hingegen der Hamilton hat es ein bisschen einfacher, oder es geht ihm ein bisschen besser mit dem Auto. Aber er ist für mich auch so ein bisschen, weil irgendwie hat es mir jetzt gedacht, in den letzten paar Jahren, also auch jetzt noch bei der alten Generation Autos, ist er eigentlich immer so einer gewesen, so wenn jetzt wenn McLaren noch ein bisschen Probleme hat, ist er meistens auch ein bisschen auf dem Podium gewesen, neben Max. Max war eigentlich immer so der, der auch noch dort war. Aber sonst war eigentlich immer Leclerc noch oben gewesen. Aber irgendwie so dieses Jahr tut sich ein bisschen schwer, in meinen Augen. Ja, vielleicht ist es einfach ein schwieriger Start. Also, ich habe das Gefühl, zwar die ersten 2-3 Rennen ist noch einigermaßen gut gegangen bei ihm. Ich glaube aber schon, dass man merkt, dass jetzt halt das Auto sehr viel Lewis Hamilton-Influencer drin hat. Oder? Weil logischerweise sie haben den Hamilton-Code, um mit ihm gewinnen. Und die werden schon sehr auf ihn gelost haben im Development. Kann sein, dass dann nachher das Auto halt im Charles immer so liegt. Oder? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die ganze Saison so bleibt. Er ist in meinen Augen zu stark ein Fahrer, dass er sich zu fest von dem beeinflussen lässt. Und hey, als Trostpreis ist er der letzte Fahrer, der nicht überrundet worden ist vom Kimi Antonelli. Also ist es ja relativ gut. Übrigens auf P4. Antonelli hat bis P5 alle überrundet, was ein sehr krankes Stat ist. Ja, gut, man muss auch sagen, also wir sagen jetzt natürlich eben auch, Mercedes ist natürlich extrem stark und eben schnell vor allem auch. Allerdings, wenn du ein bisschen rückblickend schaust auf 2022, 2023 mit dem Max, haben wir ja ein ähnliches Bild gehabt. Dort sind sie einfach so dominant gewesen. Und das ist halt einfach immer so ein bisschen der Formel 1, dass wenn du halt eine neue Generation rausbringst, irgendjemand macht es immer am besten und wird halt einfach immer sehr dominant sein. Die anderen werden dann irgendwie das Konzept kopieren und versuchen besser zu machen. Klar, dass es jetzt wieder Mercedes ist, nachdem Mercedes eigentlich von 2014 bis 2020 ja, so dominant war. Ja, wir hoffen jetzt natürlich nicht, dass das wieder passiert. Ein bisschen Abwechslung tut schon gut. Aber ja, schlussendlich haben sie den Job einfach am besten gemacht. Ja, definitiv. Und eben, man hat so die ganze Zeit auf der Strecke gesehen, das Wochenende jetzt eben noch zum das Battle so ein bisschen abschließen, hat es ja noch so ein bisschen Tüpfchen auf dem I gegeben, noch bevor der Russell dann ausgeschieden ist. Da hast du der Antonelli gehabt, der den letzten Corner gecuttet hat. Dort dann auch wieder, hey, der Russell hat mich rausgedrückt. Antonelli voll hässig auf dem Radio. Und dann haben wir noch, ich glaube, das war das letzte Mal, den Toto noch mal über ein Radio hören, hey, Antonelli, hör jetzt auf, deine Energie ins Motzen investieren, fahr. Und ich glaube, ich habe den Toto schon lange nicht so hässig gehört. Aber finde ich cool, oder? Antonelli zeigt jetzt mittlerweile richtig Charakter. Und ich habe das wirklich auch verstanden, wieso dass er sagt, hey, finde ich nicht fair, dass jetzt da der Russell wieder führen lassen muss, aber in meinen Augen, selbst wenn der Russell kein Motorversagen gehabt hat, hat der Antonelli wahrscheinlich das Rennen trotzdem gewonnen, weil er hat ihm so Druck gemacht. Und ich glaube, man merkt es eben auch. Der Russell hat mega viele Fehler gemacht im Racing. Von dem her, ich glaube, man hat noch lange überraschend auch für mich, also muss ich auch ehrlich sagen, weil eben der Russell gerade ist ja jetzt eigentlich nicht ein Fahrer, der unerfahren ist. Ich meine, der ist ja seit 2019. Das war unser Favorit am Anfang. Hey, ich schwöre. Ja, und ich schwöre, ich habe auch gesagt, also ich denke, Russell wird das Ding machen. Ich hätte dem Kimi, muss ich ehrlich sagen, ich hätte dem Kimi nie anvertraut, dass er im Russell so viel Druck machen kann.
Beziehungsweise vielleicht hier und so da. Ich glaube, ich habe sogar noch gesagt in einem Podcast, ich kann mir schon vorstellen, dass er hier und da vielleicht mal das Rennen gewinnt, aber dass er gerade so am Anfang von der Saison so stark wird sein und im Dings so viel Sorgen wird bereit im Russell. Ja, also Respekt hätte ich nicht gedacht, aber ich finde es cool. Ich finde es wirklich cool. 100%. Und es ist halt wirklich, also ich finde es krass, weil der Kimi, ich habe mega Angst gehabt, dass Formel 3 skippen ein riesen Fehler war. Und die Formel 2-Saison hat wirklich nicht gut ausgesehen, weil alles, was er vorher gemacht hat, ist überragend gut gewesen. Der hat mehrere Championships, Karting Championships in einem Jahr gewonnen, einfach alles dominant weggefegt. Und ich habe mega, mega Angst gehabt. Aber jetzt beweist er gerade, wer er ist. Und ich meine, nur schon die Statistik, dass er der erste und einzige Fahrer ist, der seine ersten 4 Rennen am Stück gewonnen hat. Und da kannst du sagen, Mercedes hat ein gutes Auto hin oder her. Das machst du nicht einfach so. Und ist ihm wirklich sehr, sehr hoch anzurechnen. Und er wirkt einfach erwachsener und mental stärker als der Russell. Der Russell ist einfach zu fest auf dem, das ist unfair und das ist und du merkst es richtig und er macht eben die Fehler und der Kimi scheint genau ihm einfach irgendwo auf einen wunden Punkt zu drücken. Vielleicht eben auch, weil der Russell das Gefühl hat, ja, der Kimi ist ja nur ein Rookie. Ich glaube, der Russell hat den Kimi unterschätzt. Einfach so von der Body Language, wie sie miteinander reden, wie sie miteinander umgehen. Ich glaube, der Russell hat nicht erwartet, dass der Kimi es so dieser Weg hat einfach auch keinen Fick gibt, dass der Russell sein Teammate ist. Wenn der überholen will, dann überholt er um jeden Preis. Und ich liebe das, wenn ein Fahrer so fährt. Ich liebe das wirklich. Ja. Das ist richtig cool zum Zuschauen. Und viele haben schon gesagt, also es ist so ein bisschen ein Rosberg- und Hamilton-Ding wieder, so wie früher. Hat ein bisschen Ansätze, aber ich finde, wenn jetzt so rein vom Fahrskill, also Rosberg ist schon ein sehr talentierter Fahrer gewesen und schon ein sehr, sehr starker Fahrer gewesen und Hamilton sowieso. Aber ich finde jetzt, ein Russell ist jetzt nicht so, also schwierig zu sagen, ob ein Russell auf dem gleichen Niveau ist wie ein Rosberg. Ich würde so spontan sagen, nein, vom Bauchgefühl her. Ein Antonelli hingegen eher schon, ja. Muss ich ehrlich sagen. Aber, also Antonelli, ich greife ein bisschen vor, aber als ich das Podium gesehen habe, habe ich mir sofort gesagt, in 20 Jahren oder in 10 Jahren werden wir zurückschauen und sagen, boah krass, an diesem Podium oder in diesem Podium hat es 20 Championships gehabt. Weil ich bin überzeugt, der Kimi wird ein paar gewinnen in der nächsten Zeit, solange der Mercedes auf jeden Fall so gut ist. Ich bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass er dieses Jahr wird gewinnen. Ich sehe nicht, wie der Russell. Klar, die Saison ist lang und alles kann passieren, aber ich sehe nicht, wie der Russell irgendwo wieder anständig zurückgewinnen. Ich meine, es sind jetzt schon 35 Punkte, oder? Oder warte, wie viel sind es? Ich weiß nicht, ob es noch mehr. Standings. Ja, ich weiß es gar nicht auswendig. Ich finde einfach, eben, wie du auch gesagt hast, es ist noch früh in der Saison auch, oder früher sind jetzt schon ein paar Rennen gewesen, aber es sind ja noch ein paar Rennen, es kann noch viel passieren. Ich meine, das beste Beispiel war ja auch letztes Jahr mit dem Piastri, wo es auch plötzlich bergab gegangen ist. Klar, dort hat auch noch das Team teilweise ein bisschen mitgemischt, so wie sie nicht hätten sollen. Aber ich meine, schau mal, wo jetzt der Piastri ist. Ich meine, ich hätte jetzt wirklich, wenn McLaren einen Fahrer gehabt hätte, der irgendwie hätte können Lampen machen können, hätte ich jetzt wirklich alles immer auf den Piastri gesetzt, weil ich einfach gedacht hätte, okay, irgendetwas hat sich geändert, wo er mit dem Auto nicht Schlag kommt oder so, okay, aber nächstes Jahr wird er wieder kommen. Aber er ist ja auch nirgendwo. Also ich meine, er hat 2 Rennen ja gar nicht mitgefahren. Also, ja, richtig. Und dann nicht einfach nur, weil das Auto irgendwie verkehrt ist. Es ist halt auch seine Fehler, die dazu führen. Ich meine eben das jetzt in Kanada. Also, das war schon übel gewesen, der Fehler, den er gemacht hat. Ja, das ist eigentlich ein Rookie-Mistake. Und es ist schon, es ist eine gute Widerspiegelung, dass er 10 Punkte hinter dem Norris ist, obwohl sie in einem Auto sind, wo noch nicht wirklich viel Podium und Wins können einholen, also beziehungsweise noch gar keine Wins können einholen, oder? Und Gap beim Antonelli Russell ist übrigens Russell 88 Punkte und Kimi Antonelli 131 Punkte. Also von dem her, es wird noch ein Zeitchen gehen, bis der Russell überhaupt kann, mathematisch gesehen, wieder im Lead sein. Da sind schon fast 2 Grand Prix dazwischen. Ja, also für den Antonelli natürlich gut, weil es gibt ihm auch Sicherheit. Definitiv. Weißt du übrigens überhaupt, ich habe nämlich
gar nicht mitbekommen. Ich würde jetzt mal behaupten, Hydraulik, weil weißer Rauch hinten rausgekommen ist. Das heisst, Öl ist irgendwo verbrannt. Weißt du irgendwie, was genau beim Russell das Problem war? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Okay. Das weiss ich gar nicht mehr. Nein, beim Norris hat es so grusig getönt. Das war, glaube ich, das Motorschaden. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er $5.000 hat müssen zahlen oder Euro als Strafe, weil er ja das Headrest rausgerührt hat und andere Schmeiß rausgerührt hat. Ist ihm bestraft worden, was ich, muss ich auch ehrlich sagen, eine sehr milde Strafe finde, weil normalerweise sind es immer gerade irgendwie 10 oder 50.000 Dollar oder Euro, was auch immer. Das hat mehr dürfen sein, definitiv. Aber ja, er hat ja, glaube ich, das Lenkrad nicht montiert wieder. Und die müssen das immer, dass ja die Marshals das Auto können wegschieben und das hat er auch nicht gemacht. Und gut, ich verstehe es, super frustrierend gewesen. Er hat sich aber im Nachhinein noch entschuldigt, was er gemacht hat, eben, dass er Zeug umgerührt hat und auch eben dem Marshal die Arbeit noch schwerer gemacht hat. Da hat er sich nochmal entschuldigt, das finde ich auch fair, dass er das gemacht hat. Aber also in meinen Augen hätte es auch 10 oder 15.000 sein, hätte ihn wahrscheinlich nicht kratzen. Ja. Und vor allem hätte ich ehrlich gesagt auch erwartet, dass es Penalty Points gibt auf seine Super License drauf. Weil, fände ich in so einem Fall einfach gut. Du rührst einfach nicht Sachen auf Strecke. Ich meine, der Headrest muss einfach ein bisschen blöd bouncen und liegt dann in der Mitte der Straße. Der fährt ein Fahrer darüber, knallt die Banden und bricht sich ein Bein. Klar, übertrieben, aber genau so Scheiß kann halt eben passieren. Und ich finde es vor allem einfach auch peinlich von ihm. Aber das ist für mich schon immer klar gewesen, dass er so ein Hypocrite ist. Aber er ist ja ausgerechnet der darüber gemotzt hat, dass der Max immer gerade ausrastet, wenn etwas mal nicht so läuft, wie er das will. Und jetzt hast du mal ein Wochenende, das nicht so läuft, wie er will, und er rastet genauso aus. Also, er muss gar nicht mehr die Schnorren auftun, wenn ein anderer Fahrer mal hässig wird. Der hat so viel. Also, ich habe sonst schon ihn nicht so gern, aber er hat nochmals so viel Respekt verloren für mich, so mit dieser Aktion. So. Ja, kann ich verstehen. Ja, nachher hat es nochmal ein bisschen einen feisty Move gegeben. Wir kommen langsam so gegen Ende des Rennen. Der Hadjar, Leclerc. Ich muss dir sagen, am Anfang habe ich mich ein bisschen gefragt, wieso der einen Penalty bekommen hat, weil es hat für mich als erstes so ausgesehen, dass er nur ein Defensive Move macht. Aber er macht relativ klar 2 Defensive Moves. Ja, ich glaube, es war einfach ein bisschen unlucky gewesen. Im Replay ist relativ klar, dass er in den linken Spiegel hineinschaut und der Leclerc von dort erwartet, während er immer noch am rechts überziehen ist. Leclerc wollte rechts überholen. Ich habe es ein bisschen krass gefunden und dann vor allem eben, wenn du es so anschaust, dass er die gleiche Strafe bekommt, wie der Piastri bekommen hat für einen Album-Crash. Es ist beides mal ein 10-Sekunden-Penalty gefunden. Und wegen dem bin ich nicht ganz einverstanden. Ich finde, da muss sich am Regelwerk etwas ändern. Aber wenn es ein Crash geworden wäre, wäre es ein sehr High-Speed-Crash geworden, ein gefährlicher Crash. Also ist es auch nicht schlecht, dass es einen Penalty gegeben hat. Das ist immer so meine Meinung dazu. Ich weiss nicht, hast du eine andere Meinung zu diesem Thema? Muss ich auch gar nicht dazu sagen. Super. Ja, und dann ist es noch mal ein bisschen abgegangen. Jetzt habe ich es falsch geschrieben. Neben der Norris ist nachher noch raus mit einem richtig hässigen Motorversagen. Ich habe gemeint, es war sogar Getriebe gewesen. Ich glaube, es einen Gang verloren und dann macht es und dann war alles raus. Perez, check ich nicht ganz, hat er die Bande berührt, dass sein Rad einfach während dem Bremsen in die Pit abgekehrt ist? Keine Ahnung. Das hat mich ein bisschen an Buemi erinnert. Da irgendwie, ich weiss nicht, wenn 2011 oder so, oder 10, weiss nicht, wenn er war, in China, wo er beide Räder verloren hat. Ich kann es mir gut vorstellen, dass er irgendwo die Bande getutscht hat und nachher halt die Aufhängung irgendwo angeschlagen war und dann nachher durch die Bremskraft hat es dann alles verrissen. Ja, muss. Aber dort muss man generell sagen, dass Cadillac wirklich, ich sage, für das, dass sie ein neues Team sind, jetzt wirklich gut aussehen. Sie fahren wirklich langsam im Midfield oder im tieferen Midfield mit und ist wirklich eigentlich noch relativ cool für die. Dann haben wir aber nachher noch den goldigen Abschluss gehabt in meinen Augen und ich glaube, da hast du wahrscheinlich gesabbert vor dem Bildschirm, wo der Hamilton und der Verstappen gegen Ende noch ein bisschen gefightet haben. Mittlerweile bist du ja von beiden, sag jetzt mal, Fan. Und erzähl mal ein bisschen, wie hast du so ein bisschen den Fight zwischen denen gefunden am Ende? Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte es jetzt mehr Gefühl gehabt, wenn der Max Zweiter geworden wäre. Ganz ehrlich, ich hätte es geiler gefunden.
Ah, was? Wild. Ja, weil ich hätte es schon gefühlt gehabt, ich hätte es mal gehört gehabt, weil er ist ja eigentlich einer von den wenigen, der ja auch gesagt hat, so, hey, wenn das wirklich kommt mit 60-40er-Split, wäre er voll dafür, findet er gut. Es hat ja auch viele Kritiker, die haben wieder gesagt, dass er sich so überlegt, ob er so noch weiterfahren soll, weil es gibt andere Rennserien, die ihm momentan mehr Spass machen und das kann ich absolut nachvollziehen. Aber ich habe es auch krass gefunden, eben, der Hamilton hat wirklich auch gute Pace gehabt, ist schnell gewesen und ist auch wirklich gut gefahren. Das muss man ihm auch lassen. Ich hätte es aber, ich weiß nicht, ich hätte es gleich einfach gerne gehabt, wenn es der Max Zweiter geworden wäre. Aber natürlich haben wir auch gleich gefragt für den Hamilton und ich habe es einfach geil gefunden, wo beide hintereinander nachgefahren sind und nachher beide haben ja eigentlich fast den gleichen DRS-Flügel. Also ja, DRS ist nicht mehr Active Aero-Flügel hinten. Nur der eine dreht sich in die andere Richtung und der andere in die andere Richtung. Es hat schon noch geil ausgesehen. Der eine ist fast doppelt so groß wie der andere. Ja, es hat schon noch lustig ausgesehen. Aber eben, ich war sehr überrascht gewesen, wo dann der Hamilton vorbeigegangen ist. By the way, ein sehr schönes Manöver aussen dort. Also sehr, sehr stark mega. Auch in Turn 1 rein. Aber ich war sehr überrascht gewesen, dass eben der Max so lange ihm hinten nachfahren. Also es war dann gar nicht so gewesen, dass er jetzt irgendwie der Hamilton voll davon gezogen wäre. Also er hat dann recht gut können noch mithalten. Aber ja, leider ist es dann eben am Schluss nicht ausgegangen. Aber ich sage mal so, das Endergebnis habe ich cool gefunden. Eben, Antonelli finde ihn sowieso sehr sympathisch und ich freue mich wirklich, oder ich habe mich bis jetzt immer gefreut, wenn er gewonnen hat. Ist Erster geworden, nachher Hamilton und Max. Also eben, hast ein cooles Podium gefunden. Definitiv. Für mich eigentlich, also bis jetzt ganz klar mein Favorite Podium of the Year. Und auch der Fight ist wirklich, also ich habe es einfach gefeiert, dass weißt, so viele Championships quasi zwischen diesen beiden Fahrern und wenn man vergleicht, wie sie im 2021 gegeneinander gefahren sind, die haben jetzt in diesem Battle so viel Skill und so viel Respekt gezeigt. Das ist einfach wieder mal so typisch gewesen. Und das hat mich wirklich so ein bisschen zurückversetzt ins 21. Und ich wünsche mir wirklich, dass die beiden nochmal fighten, nochmal einen Championship-Fight haben. Ich meine, stell dir vor, Ferrari gegen Red Bull wäre doch wirklich noch etwas zum Sehen. Noch einmal Hamilton gegen Verstappen. Das wäre wirklich ein Traum, ein Gaumenschmaus. Und nein, also Hamilton hat das Wochenende, ich glaube, eines von seinen besten Wochenenden der letzten 5 Jahre gehabt. Kann man, glaube ich, wirklich gäbig so sagen. Ja. Und, ich meine, letztes Jahr Ferrari ist ja wirklich Katastrophe gewesen, ist nie auf dem Podium gewesen. Das war das Jahr das erste Mal gewesen, wo er eigentlich aufs Podium kam mit Ferrari. Also abgesehen vom Sprint natürlich, aber von einem richtigen Grand Prix halt. Aber ja. Grand Prix, absolut. Und für den Verstappen auch cool, halt ein bisschen zum sehen, dass der Red Bull sie kommen langsam so ein bisschen in den Griff über. Und ja, also ich hoffe, dass es so ein bisschen bleibt, dass wenn man vorher langweilig wird, dass die beiden ein bisschen fighten gegeneinander. Mega viel Respekt von diesen beiden oder in den Interviews dann noch gezeigt wurde. Sie haben sich beide gegenseitig gerühmt und zeigt auch, dass das quasi Wasser unter der Brücke ist, oder dass sie also es war ja generell nie ein Problem gewesen, dass sie sich gegenseitig gehasst haben, für das, was passiert ist. Sie haben ja beide immer verstanden, dass es außerhalb von ihren Händen war. Und finde ich mega cool, weil ich trotzdem aber das Gefühl hatte, sie sind ein bisschen kalt zueinander und das muss ganz anders gewesen. Die haben auch im Cooldown-Room mega viel miteinander geredet und ich glaube, was sie halt auch so ein bisschen verbunden hat auf dem Podium, ist so ein bisschen die ja, kann man sagen, die Liebe zum Antonelli, ja, kann man glaube schon sagen. Ja. Beide haben ein absolutes Auge für ihn und feiern richtig, dass der gewinnt. Und ich glaube, das ist halt für Antonelli das perfekte Rezept. Ich meine, stell dir vor, deine beiden Mentors sind einfach Lewis Hamilton und Max Verstappen. Also fucking wild. Der wird richtig gut vorbereitet auf eine gute zukünftige Karriere. Wahrscheinlich schon, ja. Und dann ein wunderschönes Abschlussfoto noch auf dem Podium selber, wo der Antonelli vom Hamilton und Engineer dort aufgelöst werden. Ich habe ein mega cooles Foto gesehen noch. Das habe ich vergessen dir zu schicken. Es war quasi oben für «What we see» and then «What Toto sees». Du siehst oben für halt die richtige Teamfarbe und unten für haben alle 3 Podiumfahrer einen Mercedes-Suit gehabt. ja, hat etwas. Also, da muss man natürlich auch sagen, oder? Ich meine, eben, der
der Max ist ja jetzt schon auch, jetzt einerseits durch 24 Stunden oder durch NLS selber natürlich, ist er ja schon auch ein bisschen mehr mit Mercedes in Kontakt. Ich meine, auch am 24-Stunden-Rennen ist ja auch der Chef von Mercedes tätig gewesen, der ja mit auch zwischendurch an der Grand Prix ist. Und ich meine, es ist ja kein Geheimnis, die Gespräche existieren auch. Also es wäre schon vorstellbar, dass zum Beispiel mal Max plötzlich auch bei Mercedes landet in der Formel 1. Ob es wirklich passiert, ist natürlich das andere, aber es könnte ich mir schon auch vorstellen. Er hat zwar immer gesagt, er will bei Red Bull bleiben und auch dort wieder die Karriere beenden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er halt einfach sagt, hey, ich muss ja eh niemandem etwas beweisen. Ich glaube, die Einstellung hat er ja eh schon länger. Und das muss er ja auch nicht in dem Sinn, weil er ist wirklich der beste Fahrer halt wirklich auf der ganzen Welt im Moment, würde ich wirklich so sagen. Also es kann praktisch niemand das Wasser reichen. Gut, jetzt eben der Formel 1 ist natürlich schon viel mit Auto abhängig, aber ich meine eben allein auch wieder das, was in der NLS passiert oder allgemein 24-Stunden-Rennen, beweist ja wieder mehr als eines, dass er einfach was Fahrzeugbeherrschung, egal welche Klasse, auch das am Fuji, das er ja gemacht hat, einer, der ja schon mehrere Jahre dort fährt, und er einfach 2 Sekunden noch mal schneller ist als er im Regen noch mit einem Auto, das er noch nie gefahren ist. Das zeigt einfach, was der für eine Kontrolle über das Auto hat und was der immer rausholen kann aus einem Auto. Und darum, er muss eigentlich niemandem mehr etwas beweisen und das merkst du mir auch eben an. Er muss niemandem beweisen, dass er der Beste ist, dass er der Schnellste ist. Er fährt einfach, weil er Bock drauf hat. Und wenn er keinen Bock mehr hat, dann macht er es einfach nicht mehr. Ich meine sogar, der Hamilton hat das Wochenende gesagt, ich habe ein geiles Battle gegen den schnellsten Fahrer momentan. Und wenn das ein Hamilton sagt, dann ist es schon einer mit Hochachtung von dem her. Und also ganz klar, einfach absolut krank. Und ich bin mega, ja, man kann schon fast sagen, stolz darauf, das mitzuerleben. Ich habe das schon immer gesagt. Es ist egal, ob man ihn Off-Track gern hat oder nicht. Also ich finde auch Off-Track ein super Mensch, von dem, was ich höre und sehe. Aber einfach nur schon das Fahrtalent von dem können zu sehen, ist einzigartig. Und der Einzige, der in meinen Augen momentan dort kommen könnte, der dort die Spannung, dort die Talent könnte auf die Strecke bringen, ist momentan der Antonelli. Aber auch er hat noch Luft nach oben, definitiv. Und mal schauen, was alles noch so kommt. Ich glaube, so ein Move zu Mercedes, eben, er hat nichts mehr zu beweisen. Es wäre eine coole Sache, aber es ist schon Wilderes passiert. Ich meine, wir haben ja auch schon das Gefühl gehabt, dass der Hamilton nicht mehr wird wechseln und dann einfach wird retiren. Und auf einmal kommt dann nachher das riesige Announcement. Wir haben es irgendwo gewusst, dass es vielleicht noch so im Raum steht, aber niemand hat vermutet gehabt, dass es wirklich passiert. Und das ist dann auch ein hoher Schock-Announcement gewesen, dass er zu Ferrari geht. Also wildere Sachen sind passiert und ich glaube, Toto und Max wären ein gutes Team. Von dem her, das wird funktionieren. Ja, das glaube ich auch. Was mir so schnell kurz in den Sinn kommt, einfach nur, das nimmt mich jetzt einfach Wunder, was deine Meinung dazu ist, weil ich es mit dem Simi-Mo davon hatte. Ja. Eben, wir sagen ja eben, Max einer der besten Fahrer und so, oder der Beste, wo es wahrscheinlich je gegeben hat und so. Würdest du den Max besser als einen Schumacher sagen? Ja. Würdest du Max besser als einen Senna sagen? Nein. Und das ist eben genau das, wo ich das Gefühl habe, da gehen eben so viel drin. Ich würde zu 1000% behaupten, der Max ist besser als ein Senna. Und das Problem ist eben das, und das habe ich das letzte Mal, und da kann man vorstellen, dass es wieder ein paar Feinde machen, ist mir auch scheißegal. Das ist wirklich etwas, wo ich fest davon überzeugt bin. Ich habe das Gefühl, klar, Senna war ein super Fahrer, krasse Technik gehabt, was seinen Fahrstil anbelangt. Das tue ich nicht abstreiten. Wirklich auch einer der besten. Allerdings glaube ich, dass im Senna seine, sag ich mal, Legacy oder sein Ruf dermaßen gestiegen ist, nur wegen seinem Tod. Ich glaube, und das meine ich wirklich tot ernst, ich glaube, wenn der Senna nie gestorben wäre im Motorsport, sondern einfach die Karriere mal beendet hätte, wäre er zwar auch stark und wäre einer, der sicher auch genug Erfolg reingeholt hätte. Ich denke zwar nicht mit Williams, weil Williams war eine Katastrophe im 94, aber ich glaube nicht, dass er den Ruf hätte, wie er es heute hätte. Und ich glaube nicht, dass so viele Leute würden sagen, dass er der beste Fahrer war, den sie gegeben hat in der Formel 1-Geschichte. Okay. Ich sehe deine Argumente. Lass mich auch schnell ausholen.
beim Schumacher ist ja bei mir ein sehr zackiges Jahr gekommen. Und das ist einfach, weil ich der Überzeugung bin, dass der Schumacher rein vom Fahrtalent her gegenüber Popular Belief in meinen Augen gar nicht der allerbeste war. Was der Schumacher unterscheidet hat, ist Base gsi, ist das einfach die Passion, das Wollen, das unbedingt alles geben und die Arbeitsstunden, die er reingesteckt hat, das hat der Schumacher unterscheidet. Und er hat das Team um sich herum gebaut, wirklich wortwörtlich. Und Fahrtalent technisch würde ich einen Schumacher niemals auf Nummer 1 setzen. Auch wenn er in meinen Augen immer noch einer der besten Fahrer ever, wirklich. Also indiskutabel, er war unglaublich talentiert gewesen. Aber rein nur vom Fahrtalent ist ein Max und ein Verstappen, ein Ayrton und ein Verstappen definitiv besser. Jetzt, ich habe gesagt, Max ist nicht besser als ein Senna. Aber ich sage, er ist gleich gut. Folgendermaßen oder folgende Überlegung ist für mich das: Ich habe fast alle Saisons vom Ayrton geschaut, also ab der seine Lotus-Saison, wo er seinen ersten Win-Code hat. Ich glaube, das war seine zweite Saison, wo er in der Formel 1 gefahren ist. Ich habe alle Seasons in dem Halbstunden-Zusammenschnitt geschaut. Und ich komme dort absolut auf die gleiche Meinung wie, ich glaube, ist der Damon Hill gewesen? Nein, ich weiß nicht, wer es ist. Ayrton Senna ist im Vergleich zu anderen Fahrern, die manchmal gut waren, eine Ausnahme gewesen, weil er ist in jeder Situation gut war. Und ich sehe das bei Max auch. Ich kann mich nicht an ein Rennen erinnern, wo ich muss sagen, der Max hat komplett verkackt. Ich kann zu 100% beweisen, dass der Max schuld ist, dass er jetzt einen Scheiß gemacht hat. Klar, er hat am Anfang seine Crashes gehabt, aber auch in Senna hat seine Crashes gehabt. Und es gibt für mich kein Rennen, wo ein Ayrton oder ein Max anhand von seinem Versagen das Rennen verloren hat oder nicht das absolut Beste rausgeholt hat. Und das ist der Grund, wieso dass ich kann die beiden nicht sagen, ey, der ist besser oder der ist besser. Für mich sind die gleich auf und ich glaube, ich würde mich nie für jemanden von diesen beiden entscheiden. Das ist der Grund, wieso dass ich so geantwortet habe, wie ich geantwortet habe. Ja, gut, eben, wie gesagt, ist voll okay, das ist deine Meinung. Also, ich habe mich eben mal mit dem ein bisschen befasst und habe eben so ein bisschen überlegt. Und klar, es sind komplett zwei verschiedene Zeitepochen, muss man natürlich auch wieder in den Raum werfen. Man kann das natürlich irgendwo dort nicht vergleichen. Allerdings würde ich gleich behaupten, dass wenn beide, sagen wir mal, Max Prime 2023 und Senna Prime, ich würde gleich sagen, Max ist besser. 100 Pro. Also 1000% sogar würde ich sagen, er ist besser. Weil, weiß nicht. Also mein Gefühl sagt das einfach, ich habe das Gefühl, und das finde ich aber ein bisschen schade, oder beziehungsweise nein, es ist ja auch schön, dass eben so ein Fahrer so geht wird und er eben eine absolute Legende ist und auch viel inspiriert hat. Und das wird ja auch gar nicht schlecht reden, überhaupt nicht. Ich finde einfach, dass durch seinen Tod das halt so viel verstärkt wurde. Und ich habe das Gefühl, dass ich habe mit dem Simi auch darüber geredet und er hat es auch irgendwie durch ein bisschen verstanden, eben, dass es wirklich auch gut kann sein, dass halt einfach eben, ja, durch den Tod halt ein bisschen gepusht wurde und dass, wenn er wahrscheinlich einfach eine normale Karriere gehabt hätte, dass wahrscheinlich er einer gewesen wäre, der vielleicht ja noch ein Championship geholt hätte oder so. Der Schumi hätte vielleicht irgendwie einen weniger gehabt oder so, wer weiß, oder? Das ist schwierig zu sagen. Ich meine, Benetton ist ja nachher so stark gewesen und ja, vielleicht wäre es ja auch nicht nachher ein Hill gegen Schumacher gewesen, sondern irgendwie dann nachher ein Senna gegen Schumacher wieder. Also, wer weiß das? Eben, das sind natürlich immer so was wäre wenn, aber das ist einfach so ein bisschen so meine Meinung. Aber das habe ich weiß nicht, ich habe es noch nie gefragt, aber mit dem Simeon oder von Kamel, das hat mich eben, also auch ihr, die es zulässt, macht euch mal Gedanken über das, was glaubt ihr? Und schreibt gerne mal eure Meinung beim Podcast, den ihr hört, in die Kommentare rein. Es würde mich auch wundern, was ihr dazu sagt. Aber ja, ich finde das eben auch so ein spannender Hintergrundgedanke, weil viele Leute werden ja eigentlich erst zur Legende, wenn sie ja eben eigentlich gestorben sind. Aber es würde mich auch wundern, wie wäre es eigentlich gewesen, wenn es nicht so passiert wäre. Aber ja,
Also, wo ich zu 100% bei dir wäre oder bei dir bin, ist, und wirklich, nicht, dass ich es mir so wünsche, überhaupt nicht. Also, ich wollte eigentlich gar nicht so eine Aussage sagen, aber sagen wir, der Max wäre jetzt gestorben, for some reason, auch irgendein Crash im Rennen oder so, irgend so etwas, dann hätte Max genauso einen Legendenstatus wie ein Senna. Dann wäre er auch in eine andere Dimension nochmal reingekommen, von Hype um seinen Namen herum. Und ja, dann würde man auch sagen, boah, der hat noch 20'000 Championships gewonnen und weiß auch nicht was. Also, ja. Ja gut, das Aber- hätte ich den Senna nicht können, weil er war schon auf einem Alter, gell? Ja, es geht, Er war aber auch der es ist Jüngste halt, gewesen. es ist wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube, ich bin schon überzeugt, dass der Senna noch mehr Championships geholt hat, aber sei dahingestellt von dem her. Gut, er war auch schon Ja, 34 aber gewesen, interessant, gell, dort. Ja schon, aber du kannst gleich noch liefern. Also vor allem dann ist es ja nicht Kannst gleich noch liefern. Ja, gut. Ew. Ja. Ja. Nein, aber Ja. ich glaube, sonst soweit haben wir eigentlich alles Yes. gesagt und erzählt, was wir wollen erwähnen in dieser heutigen Episode. Ist jetzt doch wieder ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Ich dachte, wir werden das etwa so in einer Stunde können durchprügeln. Aber wir sind gleich wieder bei 1,5 Stunden knapp gelandet. Aber ja, ich würde sagen, das war es mit der heutigen Episode vom Unsafe Release. Wir bedanken uns natürlich wieder recht herzlich fürs Zuhören bis am Schluss. Und wir wünschen euch natürlich wieder ein schönes Tag, guten Abend, guten Morgen, was auch immer. Und hören uns dann hoffentlich in 2 Wochen. Also mal schauen nach Monaco, was kommt nachher Spanien, irgendwo so dort dazwischen oder nach Spanien, je nachdem mal schauen. Je nachdem, was so alles passiert in der Welt von der Formel 1, hören wir uns dann wieder da im Unsafe Release.